Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Soma auf Pelzig. Jo, jetzt sind wir hier wieder in Tau, wo alles ganz bezaubernd ist. Und ja, ich vermute einfach, dass irgendein WoW-Kreaturarino hier noch im Kampfanzug rumrennt. Zumindest hat das Log vermute lassen. Okay. Dann gucken wir uns mal weiter um. Und speichert. Ja, schön. Ich bin noch überhaupt nicht fix und fertig oder so. Toll. Das hört man doch gern. Da kommt man nicht durch. Maintenance, okay. Das macht's auch überhaupt nicht abartiger hier gerade zu sein. Ist alles wunderbar. Es gibt hier nirgends Probleme. So. Wenn jemand kommt, höre ich ihn wenigstens. Man muss sich ja irgendwie sein Überleben sichern und eine Falle bauen. Sonst kommt man, glaube ich, nicht so weit. Okay, das Ding kann ich nicht aufmachen. Da haben wir nichts im Intercom. Keine Blackbox. Ach Gott. Okay, das ist wenigstens ein Plan. Ich freue mich jetzt, ob da wie bei Omikron, ach so, Warnungen kommen oder so Botschaften kommen von dieser WoW-Kreatur. Zurück können wir hier aber auch nicht gehen. Wenn ich den Gang weitergehe, ist verschlossen. Da komme ich aber der Gang hoch und rechts, die zweitnächst weiter. Okay. Und dann da entlang. Ach du Scheiße, ich sehe es jetzt schon, guck mal, ich versage jetzt schon wieder. Da aber ist irgendwas in Living Area. 1, 2, 3, 4, 5 Kreuzler sind da. 5 rote Kreuzer. Okay, ich bin gespannt, was das sein soll. Ob das Gegner sein sollen oder ob da noch Menschen sind. Menschen hatten wir bisher auch nur einmal, die Amy. Was hat denn die gute Amy? Oh Mann. Scheiße. Das war so richtig heftig. Okay, also hier muss irgendwo was sein. Okay, da ist nichts. Da auch nicht. Da komme ich aber durch. Ach du Scheiße, was ist dann das Geräusch? Bitte lass es nur das Ding hier sein. Ich habe echt wieder Panik hier in dem Gebiet. Ganz ehrlich zu sein. Ich habe schon so ein bisschen Schiss hier, dass irgendwas kommt. Nein! Wenn man vom Teufel rettet, da kommt schon einer. Kommt da schon angekackt, der Wichtolosaurus in seinem Heimatzug-Kampfanzug. Wahrscheinlich auch ein Flasher, oder? Wie der sich bewegt, so juckend und zuckend. Oh, fuck. Jetzt haben wir ein Problem. Ih. Vielleicht locken das her. Der kommt hierher, okay. Das sollte jetzt kein Problem mehr sein. Das ist so. So, ausgetrickst. Runde Arschloch gespielt. Und bitte lass es Sackgasse sein. Okay, wir spielen weiter hier Runde Arschloch mit der Kreatur. Und das Flüstern hier ist an gerade sehr erbaulich. Oh fuck. Oh fuck. Scheiße, es fusselt gerade. Oh Gott. Scheiße, da ist er. Ab in die Schäm dich Ecke. Gab sie hot uns. Fuck. Das sollte wohl nett sein. Ich glaube, das war nicht so vorgesehen, dass sowas passiert.
Aber wir haben hier glücklicherweise noch in der Nähe Glory Hole. Scheiße, ich glaube, der ist wesentlich aggressiver als die anderen Viecher. Also ich glaube, das Ding ist erheblich aggressiver als alle vorher. Okay. Wir machen einmal das Licht aus. Und machen hier im Ohr runter. Warum ich? Oh, scheiße. In der Nähe ist er auf jeden Fall wieder. Nee, hier. Äußerst verstörend, aber sie sind gestorben, ja. Die Taktik bringt hier nicht viel. Ich muss hier anscheinend wirklich in Bewegung bleiben und muss das Vieh hinter mich halten. Andere Möglichkeit sehe ich ja nicht. Aber das hat ja so kommen müsse irgendwie. Aber ich weiß jetzt wenigstens, auf was ich mich hier gefasst machen muss. Das ist schon nicht schlecht. Dann muss ich immer nur mal rumrennen und ablenken. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Ja, bla bla, das wissen wir schon. Das macht mir jetzt gerade keinen Schiss. Ich würde aber ganz gerne nochmal auf das Ding zugreifen, auf die Karte hier. Ich bin dort durchgestürmt und bin geradeaus. Das hat nichts gebracht. Ich hätte ganz geradeaus durchstürmen und da in den schraffierten Raum oder in den offenen Raum gehen können. Oder links und dann nochmal links. Dann wäre ich wahrscheinlich auch wohin kommen, wo ich hätte weitergehen können. Okay, ich behalte es mal im Hinterkopf. Ich gehe jetzt mal geradeaus. Wenn der offen ist, gehe ich geradeaus, wenn ich das Vieh gelockt habe. Das macht mir eigentlich nicht so viel Angst, wenn ich das Ding mal gesehen habe. Das denke ich immer nur der Anfang schlimmer. Okay, ich muss die Kreatur hierher rufen. Dann hole ich mal das Ding mal gerade davor. Dann kann ich das Vieh hierher locken. Und sobald ich weiß, dass es hier in den Raum geht, renne ich durch. Probieren wir das einfach nochmal, die Taktik. Ist aber schon geil gemacht mit den derer. Die sind richtig luftversiegelt, aber hallo. Psst. Psst, komm her, ich will eine Runde Arschloch mit dir spielen. Ja. Kommst du? Ja. Okay, der kommt. Ja. Jetzt ruhig. Jetzt Flitz. Flitz, Flitz, Flitz. Jetzt geradeaus durchstürmer. Da geht's durch zu was. Okay, da komme ich hier, aber da rechts geht's nicht weiter. Da geht's in den Raum und da ist einmal. So mache ich Beleser. Energieinfo. Sieht scheiße aus. Auf Log zugreifen sieht scheiße aus. Intercom. Offline. Scheiße, die kommt, die Kreatur. Hab schnell, 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 schnell. Boah, scheiße, das war einmal volle Wumme in die falsche Richtung. Okay, Mist, jetzt konnte ich das Ding auch nicht alles lesen. Da ist nochmal... Ach so, Siegel. Scheiße. Jetzt muss ich mich verstecken so lang. Fuck. Ich glaube, der spielt gern mit mir runter. Und ich bin's Arschloch hier. Auf der anderen Seite. Nutzen wir doch mal die Zeit. Okay. Krankenstation, eventuell dort. Das Vieh kommt. Anyone there? Was? Da war tatsächlich jemand in der Krankenstation.
Leck mich doch am Sack. Du war echt jemand. Du war ein Mensch. Gott, jetzt aber schnell. Oder irgendeine andere Maschine. Wow. Okay, gehen wir mal. Ich glaube, die kommen die Treppe nicht hoch, die Dinger. Puh. Ja, scheiße, das war jetzt auf gut Glück. Oh, oh. Das war jetzt echt auf gut Glück, die Krankenstation versucht anzurufen. Das war, okay, nee, war Zentrale, da war halt nichts, aber Krankenstation war was. Und da habe ich mir jetzt gedacht, okay, könntest du mal. Und da war tatsächlich ein Mensch in der Krankenstation. Ja, leck mich doch am Sack. Ist da ein Mensch oder wieder so ein Roboter mit Seele-Datei drin? Ich weiß es nicht. Oh, das Ding ist kaputt, da kommen wir jetzt nicht mehr zurück. Na gut. Fange in dem Gebiet. Jetzt sind wir aber da, wo auch die speichert. Sind da, wo die Gemeinschaftsräume, glaube ich, waren, oder? Living Quarters, genau. Hier fusselt's auch. Wow. Hier mach immer zum bitte reinstecken, falls irgendwas ist. Ich mag den Informant nicht. Johan Ross. Okay. Das ist Zugschlosser. Verschluss. Okay. Was ist da drin? Storage. Erstmal Storage plündern. Verschluss. Nee, nicht Verschluss. Das ist abgeschloss. Oder geschloss. Okay. Ah, nett. Im Storage warten wir wieder so ein bisschen Tentakel auf uns. Davon kann man nie genug haben. Ich glaube, ich nehme mal die Tentakelbox hier raus. Die gehört dort hier. Und zwar auf den Kopf. Okay, also im Storage findet man nichts wirklich Nützliches. Nur ein paar Deos, ein bisschen Trockennahrung, wie es aussieht. Flüssigsafe. Na gut. Also nichts, was für uns von Interesse wäre. Und, hat sich so ein netter neue Schalter aufgetan. Was soll die Scheiße? Hör auf mich zu hacken. Dispatch. Alter. Okay. Dispatch. Was kann man dann hier machen? Vielleicht sollte man zumachen, wenn sich die Baukreatur ständig versucht, in mich reinzuhacken. Wäre nicht so schön. Nein! Scheiße! Oh Gott, das war die Kreatur, die uns diese Schädelkreatur, die uns im Fahrstuhl angegriffen hat oder mit uns sprechen wollte. Der sich in Omikron auch ständig in unser Gedanke reingehackt hat. Post-Impact-Notizen, 12. Januar, kleine Strukturschäden, Funkverbindung verloren. 17. Januar, Kommunikation wiederhergestellt, Omikron und der Rest von Pathos 2 sind in Ordnung. 3. April, Funkverkehr im gesamten Standort zusammengebrochen. Luma-Sonde verliert immer wieder die Verbindung. Dringende Reparatur erforderlich. Bis der Link funktioniert, kann Tau die Aufzugsplattform nicht einholen. 11. April, Besuche von SSI Volcheck, Dahl und Holland. Einführung eines Systems zweiwöchentlicher Kontrollen bis zur 100%igen Wiederherstellung der Kommunikation Luma. 13. September, Evakuierung von Tau angeordnet. Wir brechen alle nach Omikron auf. 15. September, sind von Monstern umgeben wahrscheinlich und ohne Funk. Wir sind im Arsch. Aber das hat mich jetzt total geschockt, dass das Fido vor mir stand. Alter, ich habe über Gänsehaut gekriegt und mein Marker ist gerade mal eine Etage höher kupst. Alter Falter. Übertragung. Y. Na, das hat meine Kommunikationszentrale in Y. Ach. Y wird niemand sein. Die Zentrale ist geflutet. Theta sieht wahrscheinlich eh nicht scheiße aus. Da war die Catherine die einzigste als Roboter. Werd keine Sau aufnehmen. Das kann man uns schenken. Lambda. Sieht's ähnlich toll aus. Also wenn irgendwo in der Trag geht, dann komme ich mir echt verarscht vor. Da habe ich wohl nicht alles durchsucht. Boah, ich habe echt Schiss, dass das Ding wieder hinter uns steht. Delta wird auch nix sein. Also 2 sollte ich mal auf jeden Fall machen. So viel bin ich denn nur schuldig. Omikron. Omikron sah es ja auch entsprechend scheiße aus. 4 liegt noch vor uns. Alpha ist leider nicht aufgelistet.
Aber in Vieh scheint hier wohl auch nichts zu sein. Nur hier in der Krankenstation scheint noch jemand zu sein. Okay, in Omega, das soll die Kanone sein, mit der wir die Arche abschießen. Hallo, Herr Kanonier? Hier ist ein Captain. Arr. Nee, scheint auch nichts zu sein. Lissabon. Verbindung nicht herstellbar. Na, großartig. Und in Kadisch? Ja, na toll. Also nur Pathos 2 ist erreichbar hier. Oh Gott, hier wackelt und zittert alles. Ich habe Angst hier. Comlogs. Ausgehend Omikron hörbar, eingehend Omikron hörbar, ausgehend Omikron hörbar, eingehend 4. Tsiolkovski, ausgehend Omikron hörbar, ausgehend Omikron hörbar, ausgehend 4. Yoshida, ausgehend Omikron hörbar. Heute habe ich aber einen besseren Lesetag, merke ich. Türverriegelung. Ui, wow. Können wir irgendwas Schönes machen? Das Lager, das können wir verschließen, wenn wir dort für was anderes aufschließen können. Ross, Joan, machen wir da mal auf. Oh, das geht leider nicht. Okay. Schade. Müssen wir erst noch finden, denke ich. Und die Krankenstation, die können wir aber aufschließen. Sehr schön. In dem Lager war ja nur Quatsch, das haben wir ja gesehen. In der Krankenstation könnte was Interessantes sein für uns. Oh Gott. Könnte zumindest ein Mensch auf uns warten. Da ist der Tauchraum. Hier ist maximal 150 Kilo, kompakt, Freight Lift. Okay, hier haben wir irgendeinen Lastaufzug. Der Tauchraum. Okay. Oder geht's runter? Alter, lass mich in Friede, du. Dr. Soldberg. Ekliges Ding. Ist ja auch so ein... Ah, na. Dive Room. Okay. Macht ja mal alles wieder ein hervorragender Eindruck hier. Oh, super. Okay. Okay, das war saudumm. Ich glaube, das sollte ich erst hier gehen, wenn ich die Arche habe. Place Charge hier, ja. Das sollte ich wohl erst hier, wenn ich die Arche habe. Die soll ja angeblich hier in Tau sein. Vielleicht brauche ich da Aufzug dafür. Ich weiß es noch nicht. Wie sieht's da aus? Oh, nee. Das machen wir erst, wenn ich hier mich ganz umgeguckt habe. Ich glaube, ich bin zuversichtlich. Es hat nur Käse, das ist ja halt wieder ein neuer Aufnahmetag von mir. Und es hat Käse, als ich wieder gestartet habe in Tau. Simon muss sich der rauen Untersee stellen, um nach Tau zu gelangen. Wo sich die Arche befinden soll. Also hier muss sie irgendwo sein. Infirmary, das machen wir ganz zum Schluss. Und das machen wir nämlich erst morgen. In der Episode heute mag ich mich hier erstmal nur umgucken. Badezimmer. Oh Mann. Das fusselt auch ganz schön, dass hier irgendwo nochmal so ein Freako sitzt. Wenn man jetzt kein Cyborg, würde ich definitiv auch ein Schisserle abdrücken, aber so mache ich noch Hallo, Herr Baron. So, und weiter geht's. Oh Gott, ja, man muss sich irgendwie ablenken. Ganz schrecklich. Sind das jetzt Quartiere oder? Oh. Das sind 2 Tötemichs, wie es aussieht. Zumindest ein Tötemich. Und der ist schon tot. Oh Gott, aber ein eindeutige Tötemich mit dem Bild von seinem Sohn wahrscheinlich. Och Mann. Oh, und dieses erbärmliche Schnaufe jedes Mal. Und sein Sohn hieß wohl Alexei. Scheiße. Ich hätte ja am liebsten echt dem Stuhl über den Schädel schmeißen. Oh. Und du hier? Ich hätte ihn ja am liebsten von seinem Leid erlöse hier, den armen Kerl. Der hat auch was in der Hand. Bild von der Catherine. Wow, okay. Oder auf den Kopfwasser. What the fuck did we do? Hey, try not to think about it. My whole life.
I've been a good man. We messed up, Sarah. There. I should have launched. Taken the chance. There's time. If Ashkin says we could try again, when things calm down. You gotta do it, you know. You got to. Der ist so an seiner Krankheit verstorben. Ich finde es ganz schlimm, wenn jemand verstirbt und noch was sagen will, dann dieses erbärmliche zu machen. Das geht gar nicht. Wenn jemand stirbt, dann hat er was zu sagen. Da muss man nicht dieses wie beim kleinen Kind, was sich aufregt, machen. Im Sterbenden sollte man wenigstens so viel Achtung und Respekt gegenüberbringen, dass man ihn noch aussprechen lässt. Auch wenn es irgendwas ist, worüber er sich aufregt. Aber was ist denn ja wichtig? Man kann ihn ja beruhigen, ohne dieses kindische Und der tut man total leid. Ich wünschte, ich könnte einen Erlöser. Ich mache hier den Raum 8 zu aus Pietätgründen. Aus reine Pietätgründen. Wieder so ein Munchprint. Ich hätte es immer ganz gerne in Aktion gesehen. Ich muss noch wie hieß die? Joanne. Ja, lass mich in Friede, Mann. Mit dieser Joanne Ross muss ich auch noch gucken, wo ich dort den Code krieg. Nicht die. Wo ich den Code dafür krieg. Nix. Nee. Da ist nix. Da ist wahrscheinlich auch ein Verstorbener schon. Ja. Von dem werde ich auch nochmal in die Blackbox gucken. Hier ist nix. Nichts, was wir benutzen könnten. Also so ein Stressball zum Quetscher. Nee. Wundert mich, wie viele Buddhisten hier sind. Oder hier stationiert waren. Okay. Was hast du noch zu Sarah? Guter Mann oder Frau? Mann. No, we're out of sedatives. If we had a gun, this would be the time to pull it out. Oh ja. Did not expect it to end like this. Should have jumped the climber back to Omicron. Without the Ark? Forget about the Ark. No, you don't get to say that. It's the only thing left of value. You know that. Yeah. Promise you won't leave it behind. Well, I'll be dead one day. Then what? Well, better keep it safe until then. Don't want the wow to take it, swallow it whole. I'm sorry, Catherine. It's okay, Ian. Just let it out. Let it all out. Scheiße. Sieht wohl so aus, als wäre auch die Catherine am Schluss nämlich so von ihrer Arche überzeugt gewesen. Als sie hier war. Die war wohl auch sehr skeptisch, aber auf der anderen Seite, was der Kollege sagt hat, stimmt auf jeden Fall. Man darf das Ding nicht der Arche, die Arche nicht der Wow überlassen, sonst wird es echt duster, weil die Arche ist noch das Einzigste, was die Menschen irgendwie dokumentiert. Ja, ich weiß, dass wir so aufhalten müssen. Komm mal trotzdem nicht so nah. Ich will das nicht. Das ist so widerwärtig. Ich will nicht, dass der Dr. Soldberg da in der Nähe ist. Und das sieht ja auch total assi aus. So ein widerliche, ranzige Kokon. Alter. Das sieht aus, als steht es ein Käfer mit einer Maschine und einem Mensch-Treiber. Okay, aber an richtige Infos haben wir hier nichts mehr. Ey, es gibt echt besser Dinge, die bleiben hier verschlossen. So hassenswert und widerwärtig. Hier werden wir wahrscheinlich keine Infos kriegen für den Code für Joan Ross. Okay. Boah, dann machen wir das Ammo zu. Das ist ja ekelhaft. Das ist wie ein Krebsgeschwür innerhalb von einem Komplex. Na gut. Ich jetzt sage, ihr liebe Leid, an der Stelle mache ich dann jetzt aber auch mein... Oh Gott, er ist wieder irgendwo hier. Ich mache jetzt hier schnell meinen Cut, bevor es noch ekliger wird. Und wir sehen uns morgen wieder bei Let's Play Soma auf Pelzig, wo wir dann gucken werden, ob in der Krankenstation tatsächlich noch ein Mensch ist oder ob da auch wieder eine Maschine mit Seele, Chip dabei ist. Also machen's gut und bis morgen. Iron Yankee.